ist noch geil, wie wir so, jetzt der Fabio ist ja da heute und wir sind einfach angeguckt und wir haben einfach überhaupt nicht gesagt, jetzt hey Bro, reden wir heute über das und das und das. Einfach Freestyle oder was? Einfach schnell alles eingerichtet und losgelegt. In gekonnter Manier, wie man es kennt. Genau. Erstmal danke vielmals, Bro, bist du da. Hast du dir die Zeit genommen? Danke, dass ich endlich mal da sein. Begehrter Mann, unterwegs, der immer wieder. Trotter. Weißt du, dass er in Berlin lebt? Normal, Bro. Normal. Er hat mir gerade vorher gesagt, er hat jetzt gerade noch 2 Gigs in diesem Jahr, um das Jahr abschließen. Sagst du jetzt Gigs? Jetzt wo Auftritt? Normal, jetzt bin ich auch Künstler, weißt du? Ist eure Show letzte Woche gewesen, oder? Ja, und letzten Samstag. Genau, ja. Letzten Samstag haben wir unseren Gig gehabt. Und ist gut gelaufen, der Gig. Backstage mit Personen. Hast du den Kopf angeschlagen dort? Comedy House. Bist du mal gesehen, Comedy House? Ja, schon ein paar Mal. Ey, nein. Der Kopf ist so, ey Bro, das ist so grusig tief dort. Ja, du machst so Tür auf. Was bist du, 2 Meter fast? Ja, nein, 1,88 oder so. Ich habe 2 Meter fast. Kann ich so sagen, wenn wir 2 Meter groß machen. Bro, das ist einfach, du gehst da oben, du siehst einfach die Türe Star oder Stars? Stars steht. Stars, dann gehst du rein, Bro, und wer immer das gemacht hat, Bro, der Star ist 1,60 so, vielleicht ist der Messi mal vorbeigekommen oder was auch immer. Bro, dort ist Hobbit 4 gedreht worden. Das ist wirklich, dort musst du wirklich aufpassen, man. Voll, man. Da kann da auch ein Gig schnell mal versauen, dort den Kopf anschlagen. Das war schnell gewesen, ja, schnell vorbei. Ja, vor allem, wir haben unseren ersten Auftritt gehabt, unseren ersten Gig, vor gewisse Anzahl Leute, ist jetzt nicht wichtig, wie viel. Erwähnt noch einmal. 200 Leute, was verkauft, die 1,5 Stunde, ist nicht wichtig. Okay. Da musst du sagen. Das ist wichtig, man. Voll. Man sagen, ausverkauft. Und für die, die es nicht wissen, noch ganz kurz in Eigenpromo, der zweite Teil von der Live-Show ist auf YouTube. Könnt ihr anschauen, dort haben wir per Zufall noch einen lustigen Gast dabei gehabt. Genau. Und bevor wir jetzt gerade ins Gespräch eintauchen, er ist schon parat, ja, genau, wir müssen sagen, der Yellow ist nicht dumm, deswegen bin ich heute 2-3 Sachen am machen für die gleichen Gast wie immer. Und ja, er ist unterwegs, er ist sich Ferien gönnen in Istanbul. Und Josh hat vorher etwas ankündigen, ja. Genau, und darum hören wir jetzt das Intro vom Serhat. Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so Asen und Brunnenkaran. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen-Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? Zen ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. ja, der Melodie. Okay, convoco meine Seelenverwandte. Kurdistan? Du und die scheiß Podcast hier. Beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig Morgen. Genau, schön. Amigs machst du jetzt, hast du gemacht. Das ist ja schön, dass morgen am Schluss Folge 35 mit als Gast Fabio Landert. Sali zusammen, Sali. Genau. Ein Ostschweizer, der in Deutschland Karriere macht. Ein Influencer aus der Ostschweiz. Influencer. Du nicht so Disrespect, Alter. Du nicht so. Bro, weißt du, wie viele Follower hast du, Bro? 35.000, irgend so etwas. Ey, Bro. 38 oder so. Bello, wie er weiß, Bruder, so ein Dick. Weißt du, ich überlege, 325 kann ich jetzt. Bro, ich sag dir einfach etwas, falls wir jemals mehr sollten haben als du, reden mit dem Josh. Er wird das so oft fragen, also, er wird anders fragen, wie viel hast du schon wieder? Sorry. Okay. Weißt du, wo wir so viel hatten? Ja, Bro, wer ist der Fabio Landert? Außer, dass er ein Influencer ist? Er ist Ostschweizer Comedian. Er ist umeinander. Du bist schon ein bisschen länger im... Also nein, man kann sagen, du hast einen guten Senkrechtstark, nicht? Ja, schon ziemlich, ja. 2018 angefangen. Ja. SRF... Dann habe ich im 19. gewonnen, ein Jahr später. Also im März habe ich angefangen, 2018 März angefangen. Und nachher ein Jahr später SRF 3 Comedy Talent Award gewonnen. Den noch Nightwash Talent Award gewonnen in Deutschland. Kennst du Nightwash? Nein. Sicher kennst du von früher, Bro. Comedy Central und so ist immer gelaufen. Comedy Central nicht. Nein, das nicht. Aber Sat.1 ist gelaufen. Es sind alle grossen Comedians. Und Fabio. Ist so im
Alle grossen Comedians und der Influencer. Bro, ich glaube, die ganze 1-2 Stunden nur brauchen, um dich abreden, Bro. Das ist, du bist einfach da. Wie lasst dir das gefallen, Bro? Er hat mega Vorwärts. Du, geh mal viel los. Ich bin also in der Show in der ersten Reihe auch klatschen wie ein Hund. Alter. Nur zum nachher da fertig. Ja, jetzt der darf schon ein bisschen kassieren von mir. Alter. Der SRF Young Talent, Mann. Young Talent. Nein, Bro. Nightwatch, Bro, das ist etwas Grosses. Krass. So. Das ist im Waschsalon, weißt du, so in einer Wäscherei. Hast du den noch nie gesehen? Ernst jetzt? Ja, Also, Bro. ich habe gedacht, weil ich das weiss, ich verarsche mich vielleicht. Das Okay. ist schon bekannt. Das ist so. Hey Bro, ich habe es sicher gesehen, ich habe eine hohe Schwäche mit Namen. Das ist noch lustig, denn am 6 sind noch die Leute am Wäsch machen. Und am 5 ab 6 kannst du rein. Hure? Mal wirklich, da hockst du auf die Wäschmaschine oben und so, das ist schon geil. Laufen die auch? Nein, eben, die Wieso, willst du mal vorbeigehen? Nein, ich meine... Für den guten Anus, hä? Schön. Da, Bro, kennst du es nicht? Mal. Ich habe einfach nicht gewusst, dass das Format so heisst. Das sind ja easy viele auch schon dort. Ja, gewesen. eben. Ja, voll. voll. Alle sind Voll. dort gewesen. Alle. Okay, ja. Alle. Nur wenige haben es geschafft. Alles. Nur wenn ich es schon. Einer hatet, einer gibt Props, Bro. Nein, Jung, Bro, young. ey, Bro, Nightwatch, also für das, ich habe ihm schon ein paar Mal gesagt, wie krass das ist. Alter. Bro, wie sind die auf dich? Also hast du dich beworben oder haben die gesagt, ey, du bist unterwegs, komm auch bei uns? Nein, ich bin da, ich habe mir gesagt, da kannst du dich selber bewerben mit einem Video eigentlich. Hochdeutsches Video brauchst du einfach. Und Bro, ich war blauäugig, man hat einfach gemacht. Weißt du, also irgendwie, keine Ahnung, ich habe früher gemerkt, im 2018 habe ich einfach mal mit Comedy angefangen, einfach mal gemacht. Und dann hat das gut funktioniert und nachher ist schon so der Ehrgeiz ist geweckt gewesen, weißt du. Mhm. Und wenn ich etwas mache, dann eigentlich nicht so halbe Sachen. Halbbatzig, ja. Und dann ist immer besser geworden, immer mehr Auftritte bekommen, dann eben mal SRF noch gekommen. Und dann habe ich gedacht, ja easy, komm, wird schon passieren, gehe ich einfach, melde mich an, scheißegal. Und hast du mir einen Witz erzählen, oder? Nein, du hast einfach müssen. Was ist der Unterschied? So bei SRF auch Leute, die so, hallo, er so, klopf. die so, mir hat eine, los zu. Der wird schon lange fertig. Also, Nein, du hast einfach so ein Video, das du hast, wo du so 5 Minuten kannst einschicken und wenn du lustig bist, oder am besten schickst du lustig in 5 Minuten ein. Und nachher ladet es die oder nicht. Und Geil. ich habe 2018 einfach schon mal gemacht und dann haben sie gesagt, ja, übe noch ein bisschen quasi, mach noch ein paar Open Mics, du bist noch ein bisschen zu wenig lang im Game quasi. Mhm. Und dann habe ich gewartet und dann habe ich eben SRF 3 Comedy Talent gewonnen. Und wie läuft das ab, so das Comedy Talent gewinnen? Also ist das so ein Voting oder? Ja, du musst so in mehreren Runden, also du bist eben, trittst im Comedy-Haus auf. Aha. Ja. Und dann hast du 10 Leute, also dort, wo wir ausverkauft haben. Das Das sind 180 oder 200 Leute. Das 200 Leute in 1,5 Stunden. Dort trennen sich zum Teil Zahlen in der Geschichte. Es sind 180 in meiner Gästeliste, okay, Bro? 180. Und dann hast du 10 Leute, die halt auch in dem Jahrgang in dem Sinn sich angemeldet haben. Und nachher entscheidet, glaube ich, das Publikum und die Jury, wer weiterkommt. Dann kommen 3 weiter. Und in meinem Jahr war es komisch, weil in meinem Jahr hat es noch so Comedy Talent Show gegeben. Mhm. Und dann hat es geheißen, der Gewinner von dieser Show ist fix als Comedy Talent gesetzt. Ja. Und die anderen 2 müssen sich noch so quasi bewerben. Und ich bin weitergekommen im Comedy House und ich bin weitergekommen und ich habe die Show noch gewonnen. Also, weißt du? Ja, ein anderer so, Weg, ja. Ich bin fix schon gesetzt gewesen. Und nachher haben noch 3 Leute sind dann ins Finale gekommen. Und dann ist Voting und die Jury haben entschieden, dass dann ich gewinne. Ja. Stabil. Sehr schön. Das ist geil. Sehr schön. Im Bernhard Theater. Im Berner Theater sogar, Bro, schön. Und du bist jetzt wie alt? 33. 33. Also das heisst, du hast mit 28. 28 Jahren angefangen und Hast du Gedanken gehabt, so mit 28 anfangen oder so? Ach, schon ein bisschen spät. Nein, Comedy ist perfektes Alter. Ja. Weil wenn du jung bist, Bro, willst du erzählen, wenn du jung bist? Weil nichts, wenn 18-jährige Comedians, ja, ich bin jetzt gerade in der Kante. Kennt ihr das, wenn einer... ist einer den Stift runtergefallen und weißt so, du hast gar keine Geschichte. Ja. Comedy entsteht halt auch durch das, dass du viel erlebst oder mehr erlebst und umso älter du wirst, umso mehr kannst du auch erzählen. Umso mehr lustigere Sachen passieren dir, umso, ich sage jetzt Comedy-Publikum, so, ich mache ja, einfach zum Erklären, ich mache Stand-up-Comedy, also da ist auf der Bühne, live performen, ich mache nicht irgendwie Internetsachen oder so zum Beispiel der Gabirano oder
Geronimo oder so, die man kennt. Die machen ja mehr so Sketches und so. Sketch und so. Und die machen halt wirklich so Geschichten aus dem Alltag, oder wo mir halt passiert sind und probiere so Sachen beobachten, weil es lustig war. Ja. Aus welcher Nummer könnte man noch ein bisschen etwas rausholen und so. Eigentlich so Masterclass, wenn du so willst. Also alle Videocomedians probieren auch irgendwann mal auf die Bühne zu kommen. Ja. Und ja, genau, ja. Das ist so Und Style. wer würdest du so als deine Influence sehen? Amerikaner, Bro. Von den Amerikanern, wer findest du gut? Dave Chappelle. Ja. Der ist ganz geil. Louis C.K. ist mein absoluter Favorite. Der ist Kennst du ihn? lustig. Ja, das ist jetzt. Es geht vor 2 Jahren hat er leider einen Skandal gehabt. Ja, der hat ein bisschen Problem gehabt, Ja. genau. So MeToo-Skandal quasi. Okay. Er ist eben ein Aber- Ficker. Ja. Kannst du nicht machen. Ist das gut in Verbindung mit... Schwierig. Aber ja, nur. Egal. Aber ja, was willst du machen, Mann? Es gibt Ficker und es gibt Ficker, weißt du, was ich Dort, meine? es ist nicht so, einfach seine Macht ein bisschen ausgenutzt. Ist jetzt nicht so R. Kelly-Style, weißt du? Also er hat niemand abgepisst. Genau, niemand abgepisst, nur angewichst. Aber Bro, dort, der ist einfach einer der Besten. Wirklich. Bro, ich bin viel mit Leuten am Diskutieren und ich bin ein Verfechter von der Meinung, dass man Kunst von Künstlern muss trennen. Ja, Aber, ja. also weißt du, das ist jetzt so... Verstanden. Sehe ich auch so. Ja. Ja, Bin jetzt auch in der Also Kunstbranche. findest du Hitler hat schön gemalt? Ich stehe generell nicht auf Bilder. Ah, okay. Nein, Bro, ich habe jetzt letztens die Kanye West Story postet. Also Homecoming, kann das Lied von ihm? Mit dem Steve Martin oder wie heißt Ja. Chris Martin. Keine Ahnung. Sicher mal gehört, ja. Der von Coldplay. Ja, genau, ja. Ist ein schönes Lied. Es geht so, Coming Home Again. Weißt du, wie das Lied? Ja, jetzt weiß ich. Do you think about me now and then? Do you think about me? Du weißt, wie das ist, Bro. Es liegt mir auf der Zunge. Ja? Kannst Melodie weiter? ist so... Mach du mir die erste singen. I met this girl when I was 3 years old. Hey Bro, ich glaube, ich habe Prime Kanye-Zeiten nicht so viel gelesen vom Kanye. Das ist gut gemacht, Fabio. Ich finde, die Melodie ist jetzt wirklich gut gewesen. Bro, das ist wirklich Prime Kanye. Okay, auf jeden Fall, du hast es gepostet, ja. Das ist Prime Kanye, ja. Das ist ein urgeiles Lied. Ich liebe es. Und dann haben mir Leute so geschrieben, hey Bro, schwierig das Post jetzt und so. Ja, aber... Also, weißt du? Ich weiß auch nicht, man, ich schwöre, also beim R. Kelly muss ich auch sagen, man, wenn du dort Augen zu machst und du hast so I Believe I Can Fly, Ja. hast so Michael Jordan und so im Kopf gehabt und jetzt, wenn ich die Augen zu mache beim R. Kelly, dann sehe ich einfach, wie er pisst, weißt du, was ich meine? Mhm. Also es hat sich schon ein bisschen verändert. Ja, sicher. Aber eben, du, schlussendlich, ich bin da nicht... Hast du noch eine Story Du gelöscht? musst auch denken, Nein. Bro, du musst auch denken, Ja, du, immer wenn du da streamst, für jeden Stream unterstützt du ja so einen, weißt du, was ich meine? Das Eben, ist- das ist schon ein bisschen ich verstand schon natürlich beide Seiten vom Argument. Ja, Weißt du, was ja. ich meine? Aber eben, ich finde jetzt zum Beispiel Kanye, mit dem seiner Musik bin ich aufgewachsen und ist meiner Meinung nach, also Bro, das Album My Beautiful Dark Twisted Fantasy mit Liedern wie Runaway und all das Zeug, das ist für mich also Kultstatus, Bruder. Weißt du, was ich Ja, meine? das ist schon gut gewesen, das Album, Mann. Ja, Das ist richtig gut und weißt du, ich meine, Bro, eben, es ist jetzt ein bisschen Whataboutism, aber so über einen Michael Jackson wie feiert man heute noch als Legende, obwohl jeder weiß, er hat einen fucking ein Coneyland in seinem Haus baut zum Kinderficken, weißt du, was ich meine? Also, weißt du, Ja, gut. ja, also Aber das ist dort, jetzt ein bisschen weiss man nicht, aber Schnöppelweise, aber ja. So, weißt du, was ich meine? So, Ja, ja. verständlich, ja. Ja, Bro, einfach immer die am lautesten bei so Sachen sind, die sind selber genau, weißt du, so, haben auch ein paar Sachen, aber man sieht es nicht. Voll. Ja, und eben Du hast mit- jetzt teilt in der Öffentlichkeit und wer weiß, weißt du. Ja, aber eben jetzt mit meinem Stream von dem Lied hat der Kanye seine 0,4 Rappen bekommen. Und das habe ich ihn jetzt so unterstützt mit dem. Nein, aber eben, ich finde, das ist so eine rechte Diskussion, wo ich Ja, finde, wo ich auch, wo jetzt vielleicht nicht gerade im Comedy-Podcast Platz hat. Aber Schawinski, wenn du das hörst und wieder mal Lust hast auf eine Show, Leute nur ab, oder reden wir über das. das dritte go gerne. Ich schwöre, ja. Was sind wir eigentlich? Was sind wir so abgeschafft? Du hast Story Mori. Ah, wer deine Lieblings... Ja, genau, ja. Kennst du Andrew Schulz? Ja, logisch. Ja, der ist schlimm problematisch. Aber ich finde ihn richtig lustig. Ich finde ihn brutal lustig. Der, wo... Mein Englisch ist noch nicht so gut so, ich Ja. muss einmal ein bisschen, weißt, so genau anhören, weil Ja. das ist eben das Blöde, weil dann bist du nicht so im Flow vom Witz, Ja. manchmal. Aber die paar Sachen, die er gebracht hat, die ich verstanden habe,
Schon lustig. Bruder, also ich kenne keinen Mensch, der so krass balanciert zwischen cancelled werden und einfach nur Dark Comedy, Alter. Ja, der macht halt seine Impros sind schon krass. Seine Impros sind Ich finde also so Storytelling-mäßig gar nicht gut. Nein. Katastrophe, Nein. aber seine Impros sind schon geil. Ja. Also sein Crowdwork ist einfach brutal, Ja, das Crowdwork, oder? mit dem hat alles. Voll. Weil der ist Krass. so einer gewesen, der ist gar nicht gut dran gewesen in dem Sinne. Ja, Also seine Tour ist gar nicht gelaufen und dann hat er eben mit diesen Crowdwork-Sachen Ja. angefangen und auf YouTube aufballern und Der macht so 4 Millionen Klicks der pro hat Video, weißt du. der hat schon richtig gut gemacht. Ja. Der ist schon Er ist einfach ein Arschloch, Bro, ich sag dir ganz ehrlich. Also weißt du, so auf der Crowd, wo er fickt jeder. Ja, aber er ist auch schlau. Ja. Er kann auch gut Ja. argumentieren. Er ist eben, das Ding ist, er ist rassistisch gegenüber Asiaten zum Beispiel. Wahrscheinlich alle möglich, oder? Aber er ist informiert. Also nicht einfach, du scheiß Chinesen, Ja, was weiß ja. ich, sondern er weiß ganz genau, von welchem Ecke, von Philippinen, redest du zum Beispiel welche Sprache, Ja. Tagalo oder was weiß ich so. Und Er sagt, wenn mich jemand canceln, ich bin parat. Genau, und er ist wirklich sehr gut informiert zu allem. Aber eben, Bro, ich finde so halt Comedy machen. Ich weiß nicht, also du bist ja mit 28 auf der Bühne gestanden zum ersten Mal in dem Fall. Ja. Was hast du vorher gemacht? Außendienst bin ich gewesen. Krass. Sachen verkauft. Und dann bist du auch schon lustig gewesen. Haben deine Kollegen gesagt, Fabio, mach mal einen Witz. Ja, ich weiß nicht, ob ich der lustigste war, aber ich würde so sagen, sicher immer schon mal einen Spruch gehabt und meine Jungs sowieso, wenn wir mit meinen Jungs unterwegs sind, ihr kennt es vielleicht auch, aber dann ist ein Spruch nach dem anderen. Ja. Weißt? Und dann wollte ich einfach mal schauen, so, ist das lustig, wie wir so reden? Ja, Weißt? Darum haben wir einen Und, Podcast. Und anscheinend, nein. Jetzt auf Gigs läuft gut, aber nein, es ist schon, ja, einfach mal probieren, ob das lustig ist. Ich habe vorher nie mit dem irgendetwas am Hut gehabt, so Bühne, und meine schlimmste Angst war Mikrofon. Wie hebe ich da überhaupt? Weil ich noch nie ein Mikrofon in der Hand hatte. Also, aber ja, es klappt. Es läuft. sehr gut, sehr gut. Du machst auch geiles Crowdwork. Ich bin jetzt ein paar Mal in deinen Ja. Shows gewesen. Und ich muss halt sagen, Bro, ich finde so, also ich meine, es ist nicht vergleichbar, aber ich habe vielleicht in meinem Leben 4 oder 5 Stand-up-Auftritte gehabt. So. Ja. Und obwohl das Programm zum Beispiel bei 4-mal ziemlich das gleiche war, Ja. habe ich Tage gehabt, wo es mal brutal gut gelaufen ist. Ja. Die gleichen Witz, die Ja. gleiche Punchline, die gleiche Delivery, weißt du, was ich meine? Ja. Und an anderen Orten, wo einfach so ein bisschen kritisch, Bro. Also weißt du, so, Ja, es kommt immer darauf an, wo trittst du auf. eben, Bei mir zum Auch Beispiel. die Leute, die rum sind, vielleicht weißt du, wenn Ja, du siehst. es kommt darauf an, auch, sagen wir mal, wenn jetzt zum Beispiel da so ein bisschen alternatives Kaffee ist oder eine alternative Show. Oder Stammbeiz in der Ostschweiz irgendwo. Ja, nein, es ist wirklich so. Du, Ja, du musst, also am Anfang sowieso, jetzt mittlerweile bei mir ist halt so, dass Leute, ich sage mal, für mich kommen, weißt du, ich bin jetzt ich bin nächstes Jahr auf Tour. Ja. Im März geht es los, Schweiz Tour. Und beziehungsweise bin ich ja jetzt schon auf Tour gewesen, aber in Deutschland. Und ein paar Termine in der Schweiz gehabt. genau, das Programm heißt Unter die Haut. Genau, unter die Haut. Und die Leute kommen für mich und sie wissen auch, was sie erwartet. Also mein Humor ist auch, ich sage jetzt mal, ziemlich dreckig, Ja. aber authentisch sehr. Also ich rede so, wie ich da bin, auch auf der Bühne. Nehme eigentlich auch kein Blatt vors Maul in dem Sinn. Und da wissen die Leute. Und darum, Kommen sie auch vorbei. ja, fix. Und es ist schon ein bisschen, ich sage mal, schon ein bisschen etwas Neues, ganz ehrlich, in der Schweiz. Weil, Ja, safe. Ich habe jetzt auch überlegt im Fall. Ehrlich gesagt, ich habe so überlegt, so, gibt es so Comedians in der Schweiz, die in die Richtung vom Andrew Schulz, wie heißt er? Andrew Schulz, ja. Andrew Schulz, so ein bisschen, nicht jetzt richtig, ich will schauen, wie weit ich gehen kann, sondern mehr so ein bisschen freche Fresse haben. ja. So ein bisschen einfach mal reinreden und scheißegal, wie es Es hat ankommt. einfach in der Schweiz keinen Platz. Also ich meine, schau dir Fabio an. Ja, aber das, Bro, das ist eben, ich habe mich auch gefragt, weißt du, so, wieso gibt es das nicht? Und das Ding ist, es hat ja Platz, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass die Leute nicht das Gefühl haben so, oder Angst haben vor dem Schritt, weißt du, so. Ja, aber Bro, das Publikum, also das Publikum ist in der Schweiz nicht das Richtige. Weil ich meine, schau dir Fabio, Bro, er ist jetzt auf Deutschland gegangen. Wie lange bist du auf Deutschland? Ja, letzten Oktober bin ich mal 3 Monate in Köln, dann jetzt der Februar auf Berlin gegangen Ja. und jetzt fast ein Jahr in Deutschland. Also ja, Deutschland. Natürlich bin ich immer wieder in der Schweiz gewesen und so. Ja, aber ich meine, Aber ein Jahr eigentlich, ja. wenn wir jetzt mal nur über Zahlen reden, Ja. Bro, inwiefern hat sich deine Zahlen zum Beispiel auf Social Media verändert, als du in Deutschland bist? Ja, hat sich von 30 also mal jetzt 30'000 Follower mehr Ja. bekommen, ja, durch Videos und so.
Bro, also weißt du, wie das auf Hochdeutsch macht, was ich meine? Und somit auch natürlich ganz ein anderes Publikum, oder? Ich meine, was ist so? Ja, das Publikum, wo ich will, weißt du, was ich meine? Wo die Jungen, ich sage jetzt mal, mein Publikum ist so zwischen 22 bis, ich würde sagen, maximal 45. So. Dann sind sie aber auch schon jung geblieben. Und dein Vater? Ja, und das ist das beste Publikum. Eben, und was, 22 bis 45 ist so der Schnitt? Genau. Und dann kommt noch dein Vater. Ja, mein Vater ist immer dabei, das stimmt. Ja, voll. Aber er ist auch er ist im Kopf jünger als sehr viele, ja. Ja, voll. Also, weißt du, was ich mir sagen wollte, ist, ich habe das Gefühl, dass das Potenzial, was es in Deutschland hat, auch in der Schweiz hat, nicht im gleichen Ausmaß vielleicht, nicht so krass, nicht so groß, aber weil wir es halt nicht groß kennen und nicht testen oder nicht groß Personen kennt bis jetzt, ist halt schwierig gewesen, wie so sagen, ja, es sind schon ein paar Versuche, es geht nicht. Ja. Zum Beispiel, oder? Und du bist jetzt da und du machst es jetzt schon seit ein paar Jahren und in der Schweiz geht's, du machst Shows, du verkaufst ja aus, aber es ist schon klar, dass in Deutschland natürlich viel mehr läuft und viel besser läuft, grösseres Publikum und so weiter. In der Schweiz ein Peach Weber oder wie heisst der eine, der mega lang Marco Rima, ist das Marco Rima, ja. Der verkauft auch seine Shows aus, weißt du, der macht auch 45 Stutz. Ja. Pro Ticket, weißt du, Bernhard Theater, 400 Leute, also rechnen, Bro, weißt du, fix. Ja, macht auch seinen Cash, Bro, ist auch das Publikum, wo anders ist. In der Schweiz ist einfach so ein bisschen halt noch Cabaret von dieser Kultur, weißt du, so Emil, die ganz Alte, dann hast du halt Divertimento, das ist so mehr so Schenkel, das sind so, die sind krass, aber das ist mehr so Schenkelklopfen, einfach so, wo die Leute können klatschen, das ist nicht schlau oder süß irgendetwas, weißt du. Das ist einfach so... So der Durchschnittswitz geht 1,5 Minuten, weißt du, was ich meine? Okay. Ja, fix, das sind so Sketches, wo die Leute halt gerne haben, mit so Klischees spielen und ich bin halt nicht so, ich sage, was ich will, weißt du, was ich meine? Ich bin nicht der Schweizer und spiele mit Klischees oder süß irgendetwas, sondern ich erzähle Geschichten aus dem Leben, wo die Leute können, in dem Sinn relaten. Und da hat schon Erfolg. Und ich sage auch, ganz ehrlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich würde sagen, ich bin einer der authentischsten Künstler jetzt aktuell in der Schweiz. Weil jeder macht irgendetwas, jeder hat noch eine Gitarre in der Hand, jeder holt noch süß irgendetwas, eine Flöte oder süß irgendetwas. Zum ein bisschen aufpeppen das Ganze. Dass die Leute so ein bisschen etwas zum Klatschen haben. Und ich mache das nicht. Und vielleicht sagen die Leute halt so, ja, der ist jetzt nicht gerade so gut für eine Gala, so irgendwie so ein Firmenfeier, weil wir halt einen Altersdurchschnitt haben von bla bla bla. Ja. Dafür habe ich die Leute, die jung sind, die gleich reden wie ich, die den gleichen Lifestyle haben, auch mit Hip-Hop aufgewachsen sind oder mit Musik aufgewachsen sind. Und ja, da ist etwas, was es so in dem Sinn noch nicht gibt. Erhoffst du dir auch zum Beispiel jetzt, dadurch, dass jetzt bei dir jetzt zum guten Glück auch ein bisschen besser läuft, auch in der Schweiz und in Deutschland, erhoffst du dir zum Beispiel jetzt auch, dass eventuell der eine oder andere jetzt sich auch motiviert und sagt, hey, krass, weißt du, so, es ist ja nicht unmöglich, ich habe auch lustige Geschichten, ich kann auch mal eine freche Fresse haben und einfach mal reinreden, es ist nicht unmöglich. Unbedingt, ja, also das ist... das ist das, was man gemeint hat. So, sorry. Das ist schon so, also Leute schreiben mir auch an und haben gesagt, hey, ich habe dich da gesehen und so, ich will auch gerne mal anfangen, wie mache ich das und bla bla bla. Dann gebe ich auch immer Antwort, weißt du, sage ich, da geht mal dort hin. Aber du musst halt einfach ernst meinen. Es ist, aber der Humor verändert sich es geht weg von dem Klatschding, weißt du, so ein bisschen Arosa Humor-Festival-Style. ist mega geil. Also das Ding ist, die 10 Tage dort oben, das ist brutal, wie das gemacht ist und die Leute sind auch gut drauf und so. Aber Bro, für junge Künstler keine Chance, man. Dann stirbt das Publikum weg und sie nehmen keine jüngeren Künstler nach, weißt? Sie nehmen immer die gleichen Alten, wo seit 20 Jahren an dem Humorfestival sind und Bro, man, irgendwann stirbt dann das Publikum weg. Ja, wirklich. Bro, über die Comedy-Szene in der Schweiz kannst du so viel, weißt, abhaten und so viel sagen und machen und es läuft so viel falsch, Bro. Weißt, es hat viel Luft nach oben, finde ich. Vor allem. Es hat schon Luft nach oben, ja. Extrem. Jeder Hinsicht, ob jetzt Publikum, Support, an Comedians, Humor zum Beispiel. Weil eigentlich ist es auch immer so, soll ich sagen, wenn etwas in der Stadt gut läuft, wird es ja an Teilen von dort adaptiert, weißt? Weil es schon ein Konzept funktioniert, das ist geil. Und zum Beispiel, wie Musik zum Beispiel, oder? Wenn jetzt zum Beispiel keine Hip-Hop ist dann, wenn es anfängt gut laufen, wo es gut war, ist dann auch auf Europa gekommen. Und
vielleicht kann das, weißt, ich meine, vielleicht ist das ja auch so, dass jetzt, wenn das eben Leute sehen und hören, dass sie dann anfangen zu sagen, wieso, hey, look, bei ihm läuft's, es ist gut, er ist lustig und adaptieren und auch versuchen, weißt du? Ja, voll, ja. Ich auf jeden Ja, Fall. meine Comedy gibt es ja schon lange, weißt du? Also, Ja. weißt, es ist ja nicht so, dass es seit 10 Jahren das Ding ist. Weißt, Leute machen das seit Jahren. Aber in der Schweiz, Bro, ich muss ehrlich sagen, ich sehe einfach nicht, weil ich finde so, es ist halt Kultur, oder? Und in der Schweiz verdienst du einfach mit Kulturarbeit fast kein Geld. Ja, voll. Eben genau, das ist ja auch Leider, Mann. das ist ja auch der Punkt, dass zu viel, also Stand-up-Comedy ist ich würde ja nicht Kultur, also schon auch, Ja. der Hauptbegriff ist ja Kultur, da gehört dort rein, aber Stand-up-Comedy ist halt, in Amerika sind da Rockstars. Ja, Unterhaltungsbranche, gell? Und die fühlen Hallen und die sind gleich auf gleicher Ebene wie Rapper, wie Voll. Rockstars. ja, ja. Das ist ja, Und was ich werden auch sage, so ja. abgeführt und da hat irgendwie in der Schweiz noch niemand begriffen. Es ist alles so, nein, ich würde mal ein bisschen anfangen mit 20 Leuten und so in dem Kaffee und so, weißt. Mhm. Aber das ist ja nicht mein Ziel. Ich würde ja selber auch Hallen fühlen. Ich würde ja auch mal irgendwie den Status erreichen, oder? Ja. Und viele haben einfach so ein bisschen Angst, so ein bisschen grösser zu werden. Du musst schon Step by Step, aber Stand-up-Comedy ist halt nicht jahrelang vor 20 Leuten spielen, sondern Ja, das ist, Bro, ich merke das generell so letzten paar Monate habe ich es generell mehr gemerkt. In der Schweiz alle Leute, also vor allem so Unterhaltung, Kunst, es ist halt immer so, wenn man das anfängt, wenn man an dem dran ist, wenn man einfach in dieser Branche schafft, die meisten Leute sehen halt so, also denken immer 1-2 Schritte voraus. Sowieso, ich will das machen und das ist okay. ja. So, und sehen wieso das eigene Potenzial ihnen nicht und tun sich wieso selber auch nicht genug fest pushen, habe ich das Gefühl. Weißt, wie soll ich sagen, ich würde jetzt nicht sagen, jeder sollte am Morgen aufstehen und sagen, ich bin der Geist, ich im Jahr fühle ich eine Halle. Ja. Sondern mehr so, ey Bro, ich will das machen und dann sagen so, es wäre geil, wenn ich im Jahr das erreicht habe und das so mit, weißt du, so grosse Maßstäbe. Ja. Und nicht so, im Jahr wäre geil, wenn ich 3-mal in dem Kaffee mal einen Auftritt habe, eben wie du sagst, mit 20 Leuten. Ja, voll. Und so einen Batzen nebenbei verdient habe. Ja, definitiv. Du musst einfach Vollgas geben und du musst deine Ziele haben. Und ich habe nicht gedacht, dass ich in Deutschland für meine erste Tour schon Locations kann ausverkaufen kann. Ja, wirklich. Weißt du, was ich meine? Das ist aber auch ein schönes Gefühl, ich weiß Ja, nicht, wie es fix. Genau, du bist ja auch dabei gewesen, ja. Aarau, bei meiner Show, du weißt ja, wie das ist. Nein, aber das ist schon so, ja, fix. Also das ist auch das grösste Kompliment, wenn Leute mich sehen und quasi das auch anfangen, weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Aber eben, ja, du musst einfach hustlen, Mann. Du musst einfach jeden Tag mehr machen wie jemand anderes. Ja. Bro, ja, und ich sage halt auch immer ganz vielen Leuten, egal ob in welcher Branche du bist, weißt, egal ob du jetzt Comedy, Musik, was auch immer, so, du musst dich nicht mit der Schweiz vergleichen, Bro. Du musst dich mit international vergleichen. Ja, Alter. Auch wenn das ganz andere Zahlen sind, Bro. Ja. Aber look, Bro, Felix Lobrecht, oder? Hey, bei dem, der ist auch, glaube ich, senkrecht hoch, Du Mann. kannst sagen über ihn, was du willst. Du kannst über ihn sagen, was du willst, Bro. Aber sein Podcast mit dem Tommy Schmidt, Keine Ahnung, aber gib mir das Sack. Gemischter Bro, ist der einzige Deutsche, der in den weltweiten Top 10 Charts ist. Ja, fix. Von der Podcast. Der einzige, ja. weißt du so. Ja. Und Brüder, der Typ macht Hallen. Krank. Ja, Wie viel? der- 50.000 Leute füllt er. Nein, es hat schon nicht ab. Also er würde wahrscheinlich schon. Ja. Ja, aber ich meine, er hat da, aber also so so, 18'000 geschafft. Also, so weißt du, Bro? 14'000, 15'000. Bro, das ist eine Kleinstadt. und Bro, jetzt überleg mal schnell, was der braucht auf der Bühne. Mikrofon? Mikrofon? Gut, wenn du bei 14'000 bist, dann musst du auch noch Fernseher haben, so LED-Event. Natürlich, dass die Leute hinten drauf sehen. Ja. Aber weißt du, so, Aber als Stand-up Er selber als- also wir reden ja. so vom technischen Aufwand. da brauchst du noch Das ist kein Beyoncé da oben. Ich weißt du, auch, was das, ich bei meine? dem ist glaube ich auch verdammt schnell. Ich habe den zuerst auf Socials gesehen, so 2-3 Videos. Er hat mal mit so Tube-Videos angefangen. Ja, und dann Ja, auf das ja, Mal das- sehe ich so ein Video auf Facebook, Bro, irgendwo Satz 1 oder wie heißt das? 1 Live. 1 Live, irgend so etwas, Ja. fette Halle in Köln, full. Ja. Ja, Bro. Buch, ausverkauft, Podcast Nummer 1, Comedy-Programm, weißt du, was ich meine? Das meine ich eben, weißt du, Ja, so, Der hat ich schon- stelle mir auch vor, dass er nicht angefangen hat und gesagt hat, wieso, ja, ich mache mal Stand-Up-Comedy nebenbei, wenn es gut ankommt, easy, vielleicht so 1-2 Standards so, alle 2-3 Monate, wäre geil. Der hat wahrscheinlich sich auch so, eben wie jetzt bei dir, so sich als Ziel gesetzt, wieso, ey, es wäre schon mal geil, wenn ich irgendwann mal das Niveau erreiche und für das hasse ich jetzt. Der hat halt einen anderen Style gehabt und hat gesagt, look,
er hat auch gesagt, er wird gar nicht mehr in die Kulturschiene reingehen. Er hat ja Slam Poetry gemacht, mit dem angefangen. Und nachher hat er sich seine Marke einfach aufgebaut wie ein Rapper. Ja, Mann. Er hat Bling Bling angelegt, hat Versace-Hemd angelegt und ist der erste in Deutschland, der ein bisschen cooler übergekommen ist, nebst Mario Barth und so, Ja. die Älteren. Der hat mir übrigens mal geschrieben letzte Woche. Der Mario Der Barth. Mario Barth. Was hat er wollen? Ich weiss Mario nicht. Barth ist ein richtiger Hurensohn, Bro. Sorry, ich muss sagen, Alter. Wegen? Er ist ein lieber Bro, er ist einfach ein Bro, Mann, Ja. kannst sagen über ihn, was du willst, aber 90'000 Leute anbringen. Ja, ich weiß einfach nur, er war so damals voll rum gewesen, in meinem Ja, Kopf, ja. so vor allem zu Kajaner-Zeiten. Ja, so ja, Ziegel, der ist halt so die der sind OG. voll am Rasieren gewesen. Aber ob jetzt seine Comedy gut ist und so, zweimal dahingestellt. Ich sag, sein jedes- Onkel war ein Nazi, gewesen, Bro, aber ist egal. Ey, scheiß drauf, aber ich wollte wissen, was er von dir hat wählen, Bro. Hat er Bro, hat Cooperation mir- oder? hat mir eine Nachricht geschickt. Nicht Heu, nicht gar nicht, keine Einleitung, nichts. Nur einfach so cooles Material. Oder Boomer, Alter. Verdammter Boomer, Ich Alter. weiß auch nicht, was das heisst. Weil Schreib ihm einfach. ich meine, ich bin ja das Gegenteil. Du nur liken, du nur liken. Ja, was heißt das jetzt, Bro? Wenn ich den Mario Barth cool finde, Bro, das ist wie wenn du. Bro, Chef von der Auditor schreibt, der Bro sagt, hey Bro, eure Content wurde geil. Ich fick dich. Fick dich und Ich scheiß auf dich. Ich brich Bro, gelöscht, schreib mir nie mehr, Ich Alter. brich Podcasts, aber alles. Nein, Spaß. Wenn du es gut findest, Bro, habe ich das etwas ist falsch ey, gemacht. ganz ehrlich, eben so einen Mario Barth so reinzahlen. Bro. Mann, Bro, also, wenn ich mal Ferrari kann kaufen nur wegen Comedy, dann Fair. Klopf auf Holz. Bro, Mann. ich gönn. Ich mach kein Auge. Nein, bei mir war es ja gleich. Ich habe also gedacht, ja, ist jetzt da gut. Aber ich bin ja das Gegenteil von ihm. Ich bin ja null Mainstream. Voll. Meine Themen sind ja, ich rede über Spotify-Playlists, wo so Wahlgesänge und so Ja, das sind. stimmt. Weder Männer, Frauen, noch sonst irgendwelche Themen. Ja, Bro, der Mario Barth macht eben wirklich so, haha, ich hasse meine Frau, haha, so, weißt du, der Humor. So Humor von 2008. Ja, Bro, so der letzte Tag fragt meine Frau, gesagt, mach ein Sandwich und die Schlampe kein Bier gebracht, haha, so der, weißt du. Ja, Bro, Also- aber er macht es eben für, wie er vorhin gesagt hat, er macht es wahrscheinlich für Leute, für das Publikum, das bald ausstirbt, Bro. Ja, Mann. Aber Bro, egal, ich der find- hat erreicht. Mann. Aber hast du ihm geantwortet? Ja, ja. Was hast du ihm geschrieben? Ja, danke vielmals. Wo Bro, wenn das? Bro, wenn ich tue, ich hätte ihm geschrieben, Dankeschön, gib mir die Adresse, falls du Autogrammkarte willst. Ich sage mal, Das ist so gewesen. ich bin open nachher sein, bei ihm, wenn er alle eine Tournee macht. Mann. Ja, Okay, Bro. das ist Mich gut. pusht niemand, Mann. Bro, Weißt du, Bro, ich warte, will alles das ist jetzt- allein machen. ist jetzt gerade Pusht gut. den mal, Mann. Ist jetzt gerade, deswegen bist du auch da, Bro. Wir tun dich bei 16- bis 22-jährigen Kanakos zuerst pushen. Ja, siehst du, ich bin Schweizer, aber ich werde so gepusht wie ein Kanake, gar nicht. Normal, Alter. Jetzt, gutes Thema, das du jetzt gerade aufgemacht hast, wegen Mario Barth. Du bist auch unterwegs, deutsche Szene und so. Ha. Ich habe das letzte auf Social Media gesehen, die Frage. Und ich frage dich jetzt auch. Wer ist der bekannteste, der als Kontakt gespeichert hast auf deinem Handy? Der bekannteste. Sag einfach meinen Namen jetzt. Nein, sag nicht. Nein, das ist nicht. Namen. Wer würdest du sagen, ist so most famous? Jetzt auf deinem Handy. Oh, most famous, glaube ich. Würde ich fast der Anne Frei, Comedian. Ah, kennst du? Mhm. Nein, Bro, Nein, Rebel ehrlich Comedy. Hä? Kennst du ihn? Ah, Rebel Comedy. Bro, er ist Ja, schon der bei ist Rebel genau, der ist gewesen. auch bei Rebel Comedy gewesen, genau. Er hat mal so einen Joke gebracht, der abgegangen ist, wo er so darüber redet, dass er Ich glaube, das ist der bekannteste. dass er Alain Frey, der Schweizer. Ja, ja, ich genau. bin an Rebel Comedy Show gewesen, wo sie damals vor x Jahren in Zürich sind. Ja, voll, das ist schon geil. Er ist ganz ein geiles ist Jahr. mit ja, Cousin, der würde ich quasi. sagen. Klar, ja, Oder, normal. ja, Faisal Kavusi. Faisal, ja. Der ist auch stabil, ja. Ja, aber der auch, Wo- der warte, hat auch wo- Shitstorm gehabt. Spielt der Faisal? Der hat auch dort gespielt, wo du vorher gezeigt hast. Er hat jetzt einen Shitstorm, er war gerade vor kurzem bei einem gewesen, wo Genau. fetter Beef gehabt hat. Wo, Ja, mit dem redest du, Junge. Mit dem Also, Krömer hat er ihn aber- richtig auseinandergenommen. Weil Shit, Er hat, ey, das ist Rage gewesen, Bruder. Leck du mir, Mann, der hat einen Aber ich bin nicht rausgekommen, ob das jetzt bis Nein, zum Schluss, das ist- Bro, ich bin bis zum Schluss davon überzeugt gewesen, das ist zum Teil gestellt. Die bin auch zum Teil, aber jetzt voll ernst gemeint. Nachher bin ich Insta-Stories von Faisal schauen. Kannst du schnell erklären? Okay, Bro, versuchst du bist ein Er bisschen... war beim Format Shea Krömer, beim Kurt Krömer. Kurt! Kurt, Schawinski von Deutschland, kann man sagen, Schawinski von Deutschland. Kurt mit T am Schluss, Ja, Krömer, okay. Shea Krömer und da ist so eine, ja, der tut so Leute, der hat so Skandal viel, der tut Leute mega konfrontieren mit so Sachen, die sie schlecht gemacht haben in letzter Ja, aber können wir sagen, so Schawinski von der Schweiz, Pi mal da. Ja, oder aber schon noch ein bisschen krass. noch ein bisschen extremer, ja. Zum Beispiel der Julian Reichelt ist dort gewesen, der Chef von der Bild-Zeitung, Ja. Ja. wo ja so auch
angeblich Ja, wegen, ja, das habe ich auch gesehen. missbraucht hat. Der hat seine Mitarbeiter und er so, und er fragt ihn so direkt so, Bin ich ein bisschen zu laut? Nein, ist gut. der fragt ihn so direkt, ja, wie viele Mitarbeiterinnen von dir hast du denn so sexuell missbraucht und so. Weißt du? Direkt. Und er sagt auch, er hat gerade gesagt, irgendwie so, hör auf mit so Fragen, Ja, es ja, geht zielen genau. und so. Das ist so voll so Konfrontation. Aber die Leute wissen ja, auf was sie sich einlösen, oder? Zum Beispiel Ja, der auf Pfizer jeden weiss Fall. was Ja, sie ja. sich Das ist eigentlich eine gute Sendung, um das alles wieder gut zu machen, weil der kommt mit allen Themen, wo du in der Vergangenheit vielleicht mal schlecht gemacht hast oder so, wo du Shitstorms gehabt hast und du kannst dich so für das rechtfertigen. Und Reden und antwortest du, ja. Ja, wenn du es gut machst, dann ist das so wie vergessen. Weißt du, was ich meine? So, das ist so die letzte Instanz quasi. Krass, ja. Und nachdem ist dann langsam gut. Nachdem wirst du cancelled, wenn du es nicht schaffst. Ja, Und das ist... er hat es voll versaut. Man hat so seine Sachen hat's immer noch nicht eingesehen, welche Fehler er gemacht hat. Und dann hat er 4 Minuten vorher einfach die Sendung abgebrochen. Also ey, ich habe schon viele Arschlöcher gehabt. Das hat der Pfizer? Ja. Nein, der Krömer. Ah. Also wenn ihr wollt, schaut es mal an, YouTube, steht Krömer, Faisal Kavusi. Mach keine Werbung für andere. Das ist nicht so gute Werbung. Bro, das ist gar kein... Wenn wir jetzt gerade mal erzählen. Ich kann gar nicht sagen, wenn du wüsstest, wieso er gecancelt wurde, ist das... Erzähl, Bruder, wieso ist der Faisal gerufen worden? Aha, ja, er hat ja so einen Shitstorm gehabt, weil er K.O.-Tropfen-Witz gemacht hat. Oh. Mit der Influencerin. Ja, Auf Instagram. Das war nicht lustig. Ich wäre mal fast wegen K.O.-Tropfen gestorben und hätte Faisal ohne Ahnung geschrieben, einen Kommentar. Ja, keine Sorge, das nächste Mal mache ich mehr rein. Größere Dosierung oder so irgendetwas. Ja, und dann ist er auseinandergenommen worden. Halt auch zu Recht, machst du nicht so scheiße. Ja, fix. Aber das Problem ist nachher dann gewesen, quasi, er hat sich so entschuldigt und nachher hat er dann aber immer wieder so Witzli gemacht und hat es wie so nicht eingesehen. Du musst auch aufpassen, heutzutage als Comedian. Schwierig. Ja, safe. Was du sagen darfst und was nicht. Safe. Und nicht nur, weil du Comedian bist und ein paar Witzli machst, darfst du alles machen. Weißt du? Ja, voll. Aber ja, an sich ist die Szene eigentlich sehr... Ja, sind sehr nette Leute. Ja, bei dem, zurück zu der Frage, wo sie eben fragen, wer ist der bekannteste auf dem Handy. Ja. Sie machen es immer so, sie sagen immer, wer ist der bekannteste auf dem Handy. Ja. Dann sagen sie immer, nein, der und der. Und sagen jetzt, wieso, Leute doch FaceTime jetzt an. Ja. Nur zum schauen, ob er wirklich auch redet oder ob er... Ja. Und jetzt würde ich sagen, der Faisal nicht. So, nachher zeigt uns da alle an wegen... Ja, direkt. Er so, wer sind die zwei? Wollt ihr das klauen von mir? Der ist sowieso Vater geworden, der hätte jetzt wahrscheinlich anders zu. Ja, fix. Kein Empfang da rein. Ja, sicher, da ist kein Empfang. Deswegen geht es nicht auf. Aber auf jeden Fall... In dem Fall ist die Nummer von Pitbull. Muss ja well. Fix. Okay, stabil. Ist gerade lustig, dass der genommen hast irgendwie. Der Mr. Worldwide. Ja, wieso der? Ey, Bro, ich weiss nicht, der Pitbull ist so... Das ist doch ein Running Gag bei uns jetzt. Ja, aber der Pitbull ist so einer, Bro. Er ist ein Star. Weißt du? Ja, eigentlich schon. Aber er ist ein mega komischer Dude, Alter. Bro, er ist eigentlich mit so ein paar Wörtern Star geworden, ne? Voll, mit so Stichwörtern. Aber mit so Sätze. Yeah. Das ist, glaube ich, 2014 gewesen, wo Hotel rausgekommen ist. Das Lied. Kein Plan. Hotel, Motel. Ich war dort in Spanien gewesen, in der Ferien. Ist das von Pitbull? Ja, das ist Pitbull. Okay. Und er redet ja Spanisch, oder? Mhm. Ja, ich glaube Puerto Rican. Er sagt ja Dale, Bro. Ja. Puerto Rican, er sagt Dale. Ich meine, er sagt Dale. Und das ist dort auf und ab gelaufen, Alter. Und ich bin so, wie heißt das spanische Bier? Cerveza. Also einfach auf Spanisch selber Bier. Nein, es ist so ein spanisches Bier, so mit roten Marken. Keine Ahnung. Mit roten Marken? Das haben wir immer getrunken dort. Okay. Chagres. Ich glaube, es ist das. Aber das ist Portugiesisch, ja, es ist das. Aber das hat es dort auch gehabt. Okay, und dann? Und dann ist das Lied immer gelaufen und ich habe das getrunken. Okay. Kannst du, okay. Bruder. Ich kann sagen, erzählen, Bro, das ist einfach so... Ich habe gedacht, ich bin einmal spannend, was gelaufen ist. So, oh, jetzt kommt eine gute Story, wie er zum Beispiel zu Pitbull einen gepackt hat oder wie er zu Pitbull peinlich hat. Also du hast zu Pitbull Bier getrunken. Genau. Merkst du mir nichts mehr zum Erzählen? Nein, Bro, wir haben sicher immer zum Erzählen. Ich habe immer ein paar gute Fragen, weißt du? Nein, Bro, ist mir einfach eingefallen jetzt. Kann ich sagen, das ist so... Wir haben schon viel zum Erzählen, aber manchmal vielleicht... Wenn du jetzt aus dieser Geschichte etwas Lustiges rausholst, dann kannst du auf die Bühne. Weißt du, dann kannst du, oder? Bei mir fängt es manchmal auch so an, mit so Geschichten. Ja. Und dann denkst du, habe ich da irgendetwas Lustiges drin, wo ich noch ein bisschen rausholen kann. Aber, ja. Bro, hast du auch mal so Situationen, wo du, eben du sagst, bei dir ist halt vor allem vieles, was du erzählst, was du erlebt hast oder was du gesehen hast. Hat es schon mal so eine Situation gegeben,
wo du gefunden hast, wow, lustige Situation. Und nachher hast du gefunden, wow, wenn das noch passieren würde, wäre jetzt umso mehr lustig. Und dann hast du wieder du selber den Kick, das passiert. Aha, also bist du ein Lügner, fragt er dich. Nein, mehr so zum Beispiel, einfach ein dummes Beispiel, ganz ich bin richtig schlecht im Beispiel machen, aber stell dir vor, eine läuft vor dir, sie rutscht die ganze Zeit und du so, wow, lustig, jetzt wäre lustig, wenn sie Fresse geht und einfach so schnell Fuß stellen. Und dann lädst du eigentlich einen gesehen, von mir ist 3 Minuten ist am Dings gewesen, dann ist einfach Fresse geflogen. Ich glaube, das ist verdammt schwierig, wenn du so etwas machst, weil du tust ja auch aus Instinkt handeln irgendwie, oder? Der Mensch macht einfach etwas, also du hilfst ihr automatisch jetzt auf das Beispiel. Aber nein, das habe ich noch nie gemacht. Ich so direkt Fuß gestellt, Bro, so extra so Szenarien weiterlaufen lassen, quasi das Leben entscheiden lassen, wodurch dass es geht. Fix. Und hoffen, dass es nein, das habe ich nie gemacht. Okay, stabil. Ja, ich hätte gemacht, sag dir ehrlich. Ja. Ich wäre alles für die Show, Bro. Alles für ausverkaufte Halle, Bro, scheißegal. Wir haben jetzt Blut geschmeckt. Wie viel haben wir? Du kannst ja lügen in dem Sinn. Meine Geschichten, ja auch Geschichten in dem Sinn, wo erfunden sind oder wo Halbwahrheiten sind. Ja. Weißt, Hauptsache, du bringst es authentisch über. Ja. Und eben, wenn jetzt ein Mario Barth über Wahlgesänge und Spotify-Playlists erzählen, wäre es nicht authentisch, aber dann wäre es auch nicht authentisch, wenn ich so 90 Minuten lang über Frauen- und Männerthemen reden. Ja, fair. Aber ja. Was würdest du an einer jungen Person sagen, wo die Comedian werden? Zuerst mal fang einfach mal an. Der Zero hat die. Ich habe fette Mundi und ich habe so gehört und ich habe in linke Richtung wählen, nicht dass du stirbst. Sorry, also. Ja, erstens fang mal an. Und zweitens, wenn du da willst, also du musst auch sehr, wie sagt man, dich sehr, sehr gut selber können einschätzen. Weil es gibt Leute, wenn du nach dem 50. Mal immer noch kein Lachen angebracht hast, dann weißt du, irgendetwas, dann hast du vielleicht einfach nicht das Talent dazu. Bro, sag ehrlich, dann hör auf, heb deine Fresse, geh heim, Bro. Im Fall jetzt ganz ehrlich, ich habe auch schon 2 Leute kennengelernt, wo ich schon als paar Comedy, wie sagt man denn, Open Mics gesehen habe. Ja. Und die... Ja, ich weiß, wer du meinst. Du weißt ganz genau. Eine Person, ich weiß ganz klar. Du weißt ganz genau, wer ich meine. Ja. Und die ganze Zeit machen es Witz, die Personen. Und bringen es und keiner lacht. Bro, dort habe ich sogar aus Mitleid klatscht und gelacht. Ich sage, oh, fies, Alter. Niemand zeigt so. Irgendwann musst du halt schon mal du bist auf der Bühne, die Leute wollen lachen, weißt du, was ich meine? Ich muss schon checken, oder? Nicht dich auslachen. Ich habe nicht extra gesagt 50 Mal. Und wenn es nach 50 Mal immer noch nicht, dann musst du entweder, ich sage sogar, dann kannst du das Programm entweder ändern oder, weißt du, weil du musst auch Sachen erkennen und du musst selbst reflektierend können sein. Du musst so sagen, zum Beispiel bei mir, ich bin nie zufrieden, egal wie war. Das ist vielleicht auch eine Schwäche von mir, aber immer wenn ich Show hatte und die Leute sind durchgedrüllt, bin ich immer so, da hätte ich noch besser können machen. Also sicher Selbstreflexion ist wichtig, also ehrliche Selbstreflexion, genau, so schön reden und so. Genau, du kannst, ich sage, jeder kann das probieren. Einfach auf die Bühne gehen. Aber du musst es durchziehen und wenn es halt nicht klappt, dann entweder schreibst du ein anderes Programm oder musst halt ehrlich sein, dass du vielleicht für gewisse Sachen kein Talent hast. Weißt du, was ich meine? Und sonst einfach hustlen, man, einfach alles so viel auftreten wie möglich, so viel möglich Leute spielen wie möglich, also so viel und einfach jeden Auftritt mitnehmen und einfach alles machen, was geht und durchheben, man. Das ist das Wichtigste. Ja, stabil. Bist du heute noch nervös so vor deinem Auftritt, Thomas? Ja, ein bisschen schon, ja. Selbst schon. Aber das ist vielleicht auch normal, nicht? So, ja. dass ein bisschen Nervosität so hat, oder? Nervosität brauchst, weil sonst der Körper kommt ja ins Adrenalin rein und wenn du auf der Bühne bist, also ich sage so, hinter der Bühne geht es, aber wenn ich auf der Bühne bin und die Leute vor mir sehe, dann bin ich schon ein bisschen angespannt. Ja, mies, Bro, mies. Aber das ist auch gut. Mies. Also er weiß aber jetzt, was wir reden. Nein, mehr so... Ich muss sagen, ich habe jetzt mit 2 Auftritte gehabt. So. Beim ersten sind halt, offiziell wären es 30 so, aber es sind halt ein bisschen mehr gewesen. Etwa 50 Leute und dort, ich habe die ersten 2-3 Minuten, ich bin dort gestanden und ich habe das Gefühl, egal was ich mache, es sieht dumm aus und komisch aus. Ja. So, ich versuche lachen und ich so, wow, ich sehe sicher so aus beim Lachen, weißt du? Ich will irgendwie blinzeln, ich so, Alter, die Leute haben sicher das Gefühl, ich habe einen Schlaganfall bald und so. Wie ist der eigentlich gegangen? So beim und dort, beim zweiten Mal, es hat
Das Einzige, was mich gestresst hat, ist, dass wir halt eine halbe Minute dort halt zuerst geklatscht haben und so, weißt du. Du bist auf der Bühne, du stehst und du musst, weißt du, wie so der Kontakt, so, du sagst jedem Dank und so weiter. Und du kannst dort nicht reden und nichts, du musst auch dort Danke sagen, winken und so. Und das ist ein bisschen, da habe ich das Gefühl, dort könnte ich, weißt du, wie so etwas versauen. Aber nachher hat es verdammt schnell gelernt. Ich habe mich auch wohl gefühlt mit den Leuten. Du merkst das erste Mal, wo ich zum Beispiel auf einer Bühne bin, wo Leute dort sind wegen mir. Ja. Weißt du, ich meine, so, wie die Leute haben Geld ausgeben, zum uns gesehen. Ja, aber bei euch ist eben die Erwartungshaltung eben auch ein bisschen anders, weil Podcast muss nicht unbedingt lustig sein. Weißt du, was ich meine? Wenn ich zum Beispiel 5 Minuten kein Lachen habe, von weitem der Manager. Mike muss stecken. Ja. Der Mike muss stecken. Sorry, technische Problem, wir brechen. Aber wäre komisch, wenn du nicht gut bist und dann 300 Leute. Ja, wirklich. Aber von doch unter dem Maßstab. Ja, aber das ist schon krass, oder? Ich meine, er schreibt Witz zum Beispiel, oder? Und macht eine Punchline. Dann kannst du einfach so. Ja, ich sage nicht, dass ich das noch nie hatte. Ja, aber ich meine. Das ist das härteste Gefühl, das es gibt. Ja, Mann. Bro, das ist auch, also es ist auch mega Fremdscham, Alter. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich war mit Jamal an einer Show, wo der Fabian dabei war. Und dann sind noch andere Personen da. Und bei der einen Person hat es einfach nicht funktioniert. Ja, aber das ist eben, ich habe auch das Gefühl, dass das Publikum ist einfach. Dort war fettes Mischmasch. Ja. Dort hast halt von, ich sage jetzt mal, 17-, 18-Jährigen bis. Ich bin seit 10 Jahren in der Pension, weißt du? So. Die Pension, ja, und plus noch halt in deinem Kanton, oder? Ja, plus noch. Aber dort haben wir, weißt du, so gesehen, wie zum Beispiel gewisse Leute können, egal wer das Publikum ist, gut damit umgehen. Wo schon ein bisschen gut, weißt du, so auf der Bühne gut stehen. Eben du zum Beispiel, Sven Ivanic, ihr habt das sehr gut gemacht. Das ist schon gut. Ja. Genau. Aber jetzt gut sind wir bei Auftritt, du bringst mir mehr Vorlagen oder mehr Überleitungen, als ich müsste überlegen und selber machen. Ich wollte dich fragen, Bro, du hast jetzt ein paar Auftritte gehabt. In all den Jahren. Ein paar Erfahrungen gesammelt, ein paar private, ein paar gute, ein paar grosse. Bei welchem Auftritt hast du im Nachhinein gedacht, boah, ich hätte das Geld schießen, ich hätte nicht sollen gehen. Hat sich nicht gelohnt. Ob das jetzt irgendwie 4-mal, also ich kann mir vorstellen, dass es eher 4-mal los ist. Ja. Aber verdienst du über gottlos Geld? Eben, ja, weißt du, du denkst sowieso. Alles verdienst gottlos Geld. Also, da ist in Daya, glaube ich sogar. Du kannst so viel erzählen, wie du willst und mit Namen droppen, wie du willst, ist dir überlassen. Ja, das war Daya. Und das Krasse war, da war in Schaffhausen, an einem Berg, so Hügel mit so wie Reben und bla bla bla, hure schön. Ist das Nähe vom Monat? Ich kann nur Hast du auch etwas geredet? Ich kann nur das. Okay. Aber es war eine schöne Location und das Essen ist brutal. Also ich habe vor dem Auftritt irgendwie ein 7-Gang-Menü oder so. Oh, du hast sogar gepostet, du so das Essen ist hure geil gewesen. Mein Vater nicht dabei gehabt. Yeah. Und es war eine mega nette Frau, die eigentlich eine gute Idee hatte. Also sie hat mich, glaube ich, gut gefunden. Und sie hat mich gebucht, weil sie halt mal etwas Jüngeres wollte. Mhm. Aber das Problem war, die Leute waren alle alt im Raum. Mhm. Und die haben mit meinen Sachen, und die mussten 2-mal 20 Minuten machen, also 40 Minuten. Ja. Und nach den ersten 20 Minuten, noch kurz, nach den ersten 20 Minuten, was hast du gesagt? Sowieso, ey Bro, lass die 20 Minuten so schnell wie möglich gemacht, bist du in Pause gegangen? Ja, genau. Aber erzähl. Dann habe ich eben alles gut gewesen, das Essen, aber ich wusste, es wird schwierig. Die Leute sind alt. Aber ja, nicht, weißt, wenn mein Material nicht ankommt, dann fange ich eben an mit den Leuten zu reden, hey, wo bist du, was machst du, was schaffst du? Probier so ein bisschen das Lustige rausholen. Aber das sind so richtige Schweizer gewesen, man, so voll, so, weißt du, die so richtigen. Alte Urgesteine, so. Ja, und einfach so heimlich feiss, man, weißt du, wo nicht einmal mit, weißt du, so, ich frage so, ich habe gemerkt, Bro, man, ich kann kein Material spielen, weil die können sich nicht mit dem identifizieren, man, die finden das nicht lustig. Und dann fange ich an reden. Du so scheiß Ausländer alle. SVP haben die gemacht. Ich bin zur Hälfte Italiener und weißt du, dann so nachher habe ich noch die Karte rausgeholt, zum Klischees bedecken. Nein. Und dann rede ich so, ja, was schaffst denn du? Weißt, und dann so eine reiche, abgehobene Mann. Und sie so, also soll ich jetzt noch alles von meinem Leben erzählen? Oh mein Gott! Und ich so, das ist die erste Frage. So, weißt du, was hast du mir schon erzählt, man? Hab dir die Fresse, man. Schön, Alter.
Und dann habe ich gedacht, wow, nicht einmal Crowdwork wird gehen. Und einer, ich schwöre, einer hat mich richtig gehasst. Es sind so Tisch gewesen, oder, mit Essen. Und der Missgeburt, man hat 40 Minuten lang der Missgeburt, ich schwöre, da hasse ich am meisten. Weil das ist am respektloseste überhaupt, man. Du kannst mich nicht gern haben, okay, du kannst nicht lachen, okay, du kannst deine Arme verschränken, okay, aber der nutzt so nicht 40 Minuten lang. Schon wieder ist das Wort gefallen, Alter. Mein Gott. Wir brauchen einen Knopf, wo bis man ein Wort fällt. Es gibt eine Line von Hafti beim Lied Conan der Barbar, wo er sagt, dass du ein Hurensohn bist, hatten wir schon mal. Okay. Und der hat einfach 40 Minuten lang mit dem Rücken zu mir und hat in sein Glas hineingeschaut und hat einfach so den Kopf geschüttelt und so. Nein. Ich schwöre, so, du verdammte. Nein. In so einem Moment hast du nicht gedacht, ich mache jetzt Crowdwork und nimm sein Gesicht. Bro, man, ich habe alles überlegt und es hat mir auch hure leid getan für die mich gebucht hat schlussendlich, weil ich meine, sie findet mich gut. Sie hat mal etwas Neues probieren, so ein bisschen einen jüngeren der halt ein bisschen so frecher ist und ein bisschen einen anderen Humor hat und so. Aber das ist dort nicht gegangen. Das sind alles so ein bisschen so. Was ist das? Ist das der Rüttli-Verein oder? Nein, das sind so halt so, ich weiß nicht, was da für Leute sind. Winterclub Schaffhausen. So, Bro, kannst du dir vorstellen, reiche Leute, wie 7 Gangs schon bevor du anfängst? ja, und weißt du, jeder hat seine Geheimnisse, der hat seine Frau wahrscheinlich schon 17 Mal betrogen. Wirklich. Mit der Nachbürin und so. Und sie doppelt so viel wahrscheinlich mit dem Gärtner und so. Ja, und dann habe ich so gefragt, gehen auf Deutschland posten, weißt du, so wegen und dann habe ich so, nein, sicher nicht. Nein, so, regional. Weißt du, so, hey, Alter. Scheiße. Und dann hast du hast 20 Minuten gemacht, Bro. Du hast 20 Minuten gemacht, du gehst hinterher. Ja, Mann. Erster Gedanke nach den ersten 20 Minuten. Bro, look, es ist so, wie Dave Chappelle sagt da gut, Mann. Er hat so eine Beat, wo er sagt, es ist so, als würdest du mit einer Frau Sex haben und du wüsstest, dass die Frau eine Mausfalle in ihrer Pussine hat. Aber trotzdem musst du sie. Du musst. Weißt du, musst. Und am nächsten Tag wieder. Weißt du, Oh, so, shit. Ja, ja. So, du musst Sex haben und du weißt, es wird wehtun. Oh. Zum jetzt da Beispiel vom Dave. Ja, fix. Schau dem sein Special, wenn er da gesehen ist, richtig geil. Ja, Er hat auf Netflix auch 2, die gut sind. Ja, ein paar gute. Und es ist genau so, du weißt, es wird jetzt verdammt wehtun. Und, aber du musst es trotzdem machen. Weil Also, Bro, ich höre eigentlich raus, du sagst den Leuten, so werden nicht Comedians. Mal, werden schon. Schauen, was uns das Leben bringt. Das ist eben auch eine Challenge, weißt du? So, aber bei gewissen Sachen kannst du einfach nicht. Man, Bro, ich kann mir vorstellen, es ist wahrscheinlich nicht immer alles brutal geil, wo du machen gehst oder wo auftrittst. Ja, das sind so Leute, die wollen anhocken und die wollen so machen. Und die wollen nicht angesprochen werden, die wollen nicht überlegen, die wollen nicht meine Sachen, die nur per se. Ihre Witze, die wollen nicht meine Witze überlegen, sondern die wollen einfach Schenkel klopfen. Ja. Weißt du, so, hey, lalalala. Weißt du, so richtig Schweizer Style. Man. So das wo ich, von dem, wo ich ja komplett, also von dem, mein Ziel ist ja etwas Neues erschaffen in der Schweiz, dass halt auch junge Leute zu so Comedy-Shows kommen, weil eben zum Teil Künstler sind spielen halt auch eine Rolle und viele sind nicht so authentisch, finde ich, weil sie spielen eher für das ältere Publikum, dass sie Geld überkommen. Voll. Und ich bin nicht so, ich scheiße aufs Geld, Mann. Dafür habe ich meine Leute, die kommen, die den gleichen Humor wie ich teilen, jüngere Leute und ja. Bro, ich habe so am Geisten, wenn ich nicht verstehen muss. So und ich könnte nie einfach so irgendwie, keine Ahnung, Klon-Ding anlegen oder sonst irgendetwas an Nummern spielen. Yeah. Ich würde mich komplett schämen, Mann. Ja, das würde gar nicht Ja, Mann. So Extrem. Ja, Mann. Du, jeder wie er will, gell? Und ich meine, für die Leute funktioniert ja anscheinend. Aber Bro, ich meine, das Ding ist, ich persönlich glaube auch daran, dass wir sprechen ja als Publikum an, wo viele Leute bis jetzt noch nicht angesprochen haben. Bei euch ist auch etwas anderes. Man. Ja, ihr habt einen Podcast für, sagen wir mal, Ausländer. Nicht nur Ausländer, ja, das sind ja auch schlaue Leute. Ja, aber es ist ja so. Zum Beispiel.
Okay, dann. Warte, er hat gerade gesagt, für Ausländer, aber es gibt auch schlaue Leute. Jetzt kämpfen wir dich. Roger Schawinski Riefin, machen wir das gleiche mit der Rui Faisal. Das ist das real, Bro. Nur von dem Teil. Bro, das ist nicht Schawinski, das ist eine Arena-Diskussion. Oh shit, Alter. Kannst du mal aber wieder das ist los, jetzt- du gesagt Nein, hast? das ist jetzt falsch interpretiert gewesen. Ich wollte sagen, ihr habt Leute, wo zum Beispiel Comedy-Männer, Mann. Welche Kanake lässt Comedy-Männer zum Beispiel, jetzt als Beispiel genommen, Mann. 3 Schweizer, du kannst dich als Kurd, als Türk, als Albaner, als Serb oder sonst irgendetwas, du kannst nicht identifizieren mit diesen Geschichten, fix. Mann. Man will über Emmy-Joghurt reden, weißt du, was ich meine? Aber wenn ihr zwei da hockt, dann merkt ihr, hey, das sind Leute mit diesem Background, wir haben die gleiche Geschichte erlebt zum Teil und so. Aber ihr sprecht auch die Studenten, junge Studenten, Hustlers. ZH, bla, bla, DK, bla, irgendetwas. genau, wo halt, weißt du, was ich meine? So Ja, die ja. perfekte Mischung. Schicks. Bro, also eben, ich glaube, das Publikum ist, wie du es am Anfang gesagt hast, das Publikum ist da, es ist bis jetzt noch nicht groß abgeholt worden. Aber eben, mal schauen, wo es anführt uns, oder? Fix. Wir wollen auch mal ein bisschen, irgendwann mal natürlich weg vom Podcast und mehr Richtung Talkshow, Late-Night-Show gehen, Ja, weißt du so. Das ist auch gut so, ja. Und es ist geil, Alter. Und Bro, ich meine, schlussendlich musst du an dich glauben. Das ist Schlussendlich so, musst du hustlen, Bro, jeden Tag. ja, Mann. Und dann kommt das, ja, Bro. Absolut. Muss. Ja. Von nichts kommt nichts, oder? Genau, So ist genau. es. Und jetzt würde ich sagen, wir kommen langsam zum Abschluss von der heutigen Folge. Mhm. Schon fertig, okay. Schon fertig. Es ist schon eine Stunde. Mach aber noch, ich habe noch so etwas vorbereitet. Okay, let's go. Und zwar habe ich ein unangenehm schnelles Interview vorbereitet. Okay, Mit dem Fabio. sehr gut. Okay, wir müssen auch schnell versuchen zu antworten. Da habe ich Instinkt. Okay. Also, bist du ready? Ja. Okay. Hast du per Zufall eine Schwester? Ja. Okay. Kommt da Folgefrage dazu? Oder hast du einfach wieder gefragt zum Gefragt haben? Komm, Folgefrage. Komm. Nein, Ja, und sie ist verlobt. Okay. Also, schade. Nein, also, Spaß beiseite. Beschreib dich mit 3 Wörtern. Authentisch. Weird auch zum Teil. Und lustig. Schlechteste Anmachspruch, der dir einfällt? Alter, Anmachspruch. Man, keine Ahnung, Alter. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick oder soll ich nochmal vorbeikommen? Geil. Aber der Geilste ist, wie ist. Nein, Bro, ich hör auf. Ich bin draußen aus dem Game, ich schwör's dir. Fertig, lustig. Ich habe noch nie Anmachsprüche benutzt. Ich habe immer gesagt, hey! Was geht? Komm mal her, du. Nein. Mit welchem Schweizer Comedian würdest du nie zusammenarbeiten? Ich wollte ein bisschen Beifall zerkeln, Bro. Ich habe Wo ich nie würde zusammen arbeiten. Josh Negroni. Kein Comedian, Bro. Ich bin Influencer. Kann ich nicht sehen. Keine Ahnung. Okay, in dem Fall. Mit dem Andreas Thiel. Der, Gut. Ja, das ist Gut. der mit dem Irokesisch nicht. Ja, gut. Ja, fair. ja, Mann. Sag, ich kann mir also nur so. Ich sag's gerne, du bist ein Hurensohn. Von mir auch noch. Andreas, du bist ein Hurensohn. Bro, er ist schon ein Hurensohn, ich Ja. schwöre, ohne Spaß. 3x nein. Kannst So. kannst du jetzt nicht sagen. Verreißen. Das ist gerade eingehen. ist wirklich. Empfehle ihn nächstes Mal bei dieser Dings, bei dieser Show, sonst sag ihm Von da dem habe ich vorbei. auch schon lange nicht mehr gehört. Ja, fix ich auch. Hast du jemals mit jemandem aus dem Publikum geschlafen? Nein. Das ist ein bisschen zu lang gegangen, das Überlegen. Aber ist gut, ich weiss, wir wissen alle. Leute Ja, aus dem dazu. Publikum. Nein. Ficker? Hey! Okay. Kennst du das Spiel Fuck, Marry, Kill? Ja. Okay, also du musst jemanden ficken, jemanden heiraten und jemanden umbringen. Ja. Zero, ich, Aditoro. Boah, das ist warte schnell. Du machst immer mit uns zwei, Alter. Ja, ich will es wissen. Also, Mary würde ich glaube der Aditoro. Zero. Fair. Okay. Der wegen Bunda. So jetzt, ja? Was sind? Sehr gute Gut. Gutes Stück. Aber schon gut. Ja. Und fuck
würde ich dich. Richtig auch. Weil, Ich glaube, er hätte auch gern. Sag dir ehrlich. einfach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du Heiratsmaterial bist. Ich glaube auch aber nicht, nein. Schon ein bisschen Fuckboy, oder? Ja. Ja, er geht schon gern günstig. Und Kiel Adi, Mann. Nein, Bro, wieso? Da haben wir alle, Wie, Bro? da haben wir alle das Gleiche. Das Gleiche, schön. Das Gleiche. Nein, Mann. Alles gut. Das sollte man ja nie, also man sollte ja eigentlich nie, man sollte ja nie über andere Künstler in dem Sinn reden, aber Andreas Thiel, verdammt, ich weiß gefunden. Nein, Bro, ich meine, du kannst sagen, was du willst, trotzdem ein Uhrensohn. Aber sonst von der Schweizer Szene wirklich kannst du über niemandem sagen. Jeder macht sein Ding schlussendlich und aber eben Andreas Thiel. Bro, also wir haben jetzt da kein Beef gestartet, aber es gibt schon in der Schweizer Comedy-Szene auch so 2-3 problematische Leute, finde ich, aber Bro, wie meinst du, du hast kein Beef anzetteln? Du hast ihn gerade vorher gefragt, du sagst ein Beef. Jetzt sagst du, ja, ich habe kein Beef anzetteln. Nein, Bro, ich habe Angst vor diesen Jungs. Bro, red doch einfach. Nein, ich habe Angst vor Nein, diesen Jungs. schlussendlich ist es so, schau, ganz ehrlich, ich mache meinen Weg, mir ist scheißegal, was die Fix. anderen machen. Wirklich. Andreas Thiel kann man sagen, Außer bei dir. was man will. Aber schlussendlich, er macht auch sein Ding und mich beeinflusst da null. Weißt du, was ich Nein, meine? fix. Ja, dich nicht, aber Er hat andere. mir wenigstens, ja, seine Aussagen sind jetzt kritisch gewesen zum Teil und so rassistische Sachen tun ja nicht fördern oder so. Ja, fix, safe. Aber schlussendlich ist mir da auch scheißegal, weil ich mache meine Sachen und ich muss auf mich schauen und jeder soll sein Ding machen, wenn er glücklich ist, gut und Ja. Ja, und jeder soll machen, was er will. Weil genau, weil jeder steht dazu. Ja, genau. Wo der echt einschalten. finden wir es raus bei der nächsten Folge kurz und bündig investigativ. Nein, ist gut. Jawohl. Hey, Bro, danke, bist du dabei gewesen. Ja, von danke der, vielmals. von Danke Ostschweiz, Berlin. Genau. Connected zu Garage im Winter. Ja, fix. Jetzt da. Ach, schau dir so viel Stroh rum. Ja, wisst ihr, ihr habt da schon Druck aufgesetzt mit Garage, weißt du? Ja, normal. Eben, ich habe gerade vorher gesagt, Bro, Leute, die in Garage gestartet haben, sind alle erfolgreich ich geworden. schwöre. Wir sind dann der 0,1%, eben, wie vorher gesagt, wo es dann sagt, ja, außer die, aber die sind auch scheiße. Steve Jobs, Jeder hat es geschafft, Bill jeder. Gates. Bro, ich glaube, wir bleiben auch in dieser Garage, Bro, egal was, wer noch kommt und wer nicht Fix, kommt. das ist sympathisch. Man muss auch, weißt, manchmal muss man auch Sachen haben, die einem erdet. Genau, ein bisschen abholen. Genau, ein bisschen abholen. Einmal ein bisschen Strom weggeht, wo du weißt, dass du wo du kommst, weißt du. Wenn der Strom ein bisschen weggeht. Fix. Aber Aber kann ich noch droppen, meine Tour? ja, unbedingt. Drop, er hat da parat seit 3 Stunden, ich weiß nicht. Ding tut mir leid, Kaufleute kann ich leider nicht mehr machen, ausverkauft. Ja, man, ich sehe das. Sold out. G. Sold out. Kommt aber gerne auf Bülach am. Ja, genau, ich sehe das. Wo ist es? Bülach? Kantine Bülach. Genau, wenn ist es? 23. Aber Bro, scroll runter. Genau, chill, beweg dich nicht. Da, 23. 24. März. 24. März, genau. Genau. Ähm, Für die kein Ticket haben, können holen in Kaufleute, gehen Bülach. genau. Gebt euch Kommt auf Bülach, St. Gallen ist Fabian Anders. Wir tun es verlinken in seine Tourdaten in der Beschreibung. Genau. Und hören den Podcast von Fabio, falls ihr mehr wollt von Fabio hören. Ja, Hören nicht. Genau, ich habe noch einen Podcast. Ist okay, wie der ist in Deutschland. Narrenfreiheit, dann schön. genau, auf Hochdeutsch halt. Kannst du schon mal sagen, wie er heißt? Narrenfreiheit. Hört rein, wenn ihr wollt. Aber am besten besucht mich live, weil der ist am lustigsten. Genau. Allgemein unterstützt die Künstler live, wenn sie Gigs haben. Wenn es Gigs sind. Und ja, danke vielmals. Folgt mir auf Instagram, auf TikTok, überall. Ja, seine Überall. 30.000 lange ihm nicht. Folgt ihm noch. Genau, jetzt mal schauen, was kurz und bündig Community. So aus. Bro, Wenn jetzt nochmal 30.000 drauf hast, ich Bro, schwöre. Bro, ich bin ganz ehrlich, ich brauche auch ein paar Ausländer follower. Ja, Normal, fair, normal. Wir brauchen auch ein paar Schweizer, deswegen mir, dass ich beide Darum, Jahre Bro. verstehe. So. Nein, Mann, danke mal, bist du dabei gewesen. Jetzt für euch das Outro und schönen Abend zusammen. Peace. Scheiße, sorry. Ich vermisse dich, Yilmaz. Es ist, glaube ich, Da ist Outro für euch. Sorry, ja. Das ist kurz und bündig.